Also, Paddock. Sind Sie hier als Major Paddock der UUR oder als Private Paddock der Corps? Was immer Ihnen weniger gefällt. Dank des mit offenen Armen Programms tragen Sie unsere Uniform, aber trotzdem bleiben wir beide Feinde. Schön. Dann klären wir das wie Feinde. Hey, das reicht! Lassen Sie ihn. Ihr Goraznis wart nicht gerade dafür bekannt, Gefangene gut zu behandeln. Ihr wisst sicher nicht mal, wie das geht. Oh, das würde ich nicht sagen. Sie sehen nicht wie ein Mann aus, der Befehle befolgt. Wieso sind Sie Bert gefolgt? Ich hatte sozusagen einen Hintergedanken. Wissen Sie, wie es ist, in Armut aufzuwachsen, Colonel? Mein Vater war Lehrer, Private. Ich weiß also, wie das ist. Dann verstehen Sie vielleicht, wie neugierig ein UUR-Soldat ist, die sagenumwobenen Willen von Halvo B zu sehen. Aber ich hätte nie gedacht, sie so zu sehen. Hey liebe Leute, Mr. Geo Mike und herzlich willkommen bei Episode 7 Professor, sind wir sicher, dass er noch lebt? von Gears of War Judgment. Sind wir nicht. So, schauen wir da mal die Herausforderung an. Jetzt sind wir mit dem Paddock unterwegs. Wie es aussieht, schauen wir jedem seine Geschichte an. Also von ihm haben wir es schon, von ihr. Nachher kommt sicher noch er dran. Und ja, schauen wir mal die Herausforderung an. Private Paddock. Also mir behauptet, der Killer-Trupp habe gepanzerte Feinde nur mit Hilfe von Schrottflinten bekämpft. Nur Gnasher und Luparas einsetzen. Machen wir mal. Ohne Kugeln im Magazin bis Seahorse Hills. Zum Glück fanden wir ein paar Schrottflinten. Normalerweise sind mir die egal, aber da sagte ich nicht nein. So. Poland! Schauen wir mal, was für... Oh, das sind die ganz grossen. Ich renn da mal weg. Oh. Also weg. Ich bin nur noch der Einzige. Mein Gott. Das könnte knapp werden. Das könnte wirklich verdammt knapp werden, nur mit der Schrotflinte. Gut, einen haben wir. Und ihn wiederbeleben. Sehr schön. Danke für die Munition. Nein, so knapp gewesen. So. Hätten wir es geschafft. Sehr gut. Also mal gegen die. Jetzt wollen wir noch schauen, was auf uns zukommt. Da haben wir noch Munition. Sehr gut. Double Shot. Wohin zielst du, Idiot? Sehr schön. Ja, tu mal nachladen. Wollte keine Gefangenen. Stadtklar. So. Wir müssen in Bewegung. Komisch, dass wir es da nicht geschafft haben, Ein weiter Weg. irgendwie 3 Sterne zu holen. Für mich. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Im Laufe der Kämpfe können Chorsoldaten ihre Häuser betreten. So eine Statue habe ich in meinem Atrium. Du hast ein Atrium?
So. Nicht schon wieder so ein Ding. Ja. Oh. Er weiß nicht, wo durch. Ja, schon nicht dumm, hä? Jungs, jetzt müssen wir auf ihn schiessen. Ah, nicht gelangt. So, sehr schön. Der ist kaputt. Nochmal schnell alles nachladen. Weil dort oben sind harte Gegner. Nummer 1 hätten wir. So, Jungs. Komm schon, Kerl. Besser. Habt ihr mich nicht gesehen, dass ich hinter euch gestanden bin? Na, ist mir ja eigentlich auch gleich. So, die 3 Sterne hätten wir schon. Das ist mal nicht schlecht. Jetzt dürfen wir einfach nicht sterben, weil das gibt ja Abzug. So. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Schrotflinten sind wirklich gut. So. Dann haben wir unsere 3 Sterne mal sichern. Tipptopp, perfekt. 12 Kills, 2 Kopfschüsse, es wird besser. Wir brauchten die Startcodes von diesem Professor Elliot. Bert und Sophia meinten beide, dass er ein anständiger Kerl sei. Vielleicht war er das. Dumm nur, dass seine Waffe mein halbes Gesicht weggebrannt hatte. So, da haben wir jetzt die nächste Herausforderung. Der Kilotrupp hat von unwahrscheinlichem taktischen Einsatz von Rauchgranaten durch Locust-Truppen berichtet. Locust nutzen Rauchgranaten, um Sicht einzuschränken. Gut. Auf jemanden gewartet, da sonst niemand da war. Hatten sie wohl auf uns gewartet. Lieutenant, ich glaube, wir kommen durch dieses Haus zu Elliot. Da kommen wir nicht durch. He? Nein. Gut, dann gehen wir da mal in die Villa rein. Das Spooky House. Upsala. Oh oh, tu mich wieder beleben. Dankeschön. Ja, ist nicht so gerade wirklich die beste Waffe, denke ich. So. Haben die nicht noch andere Waffen bei sich, die man aufnehmen kann? Und da bin ich. Ja. Tu mir den Rücken zuwenden. Das ist einfacher für mich. Oh oh. Ich sage mal so, im falschen Moment über die Uhr Sofa gekuppelt. Das ist jetzt mein. So. Nehmen wir da mal nochmal einen Boomshot, weil ich glaube, da hat es nur so fette Leute. So wie ich es höre, weil Leute rumstöhnen, sind das meistens die Fetten. Ja, willst du mir sagen, ich habe ihn nicht getroffen? Meine Waffe ist leer.
So. Ja, man sieht wirklich nicht viel, he? Gar nicht viel. Aber dafür haben wir dann nochmal einen Boomshot-Schuss bekommen. Tipptopp. So, jetzt sind wir ein bisschen in Deckung, tipptopp. Sehr fetz. Ja, was? Lauft mir einfach hinten nachher, Mann. Omega 2 hat So. den Flughafen abgeschossen. Können Sie mich hören, Sir? Gerade so, mein Sohn. Wie ist Ihr Status? Irgend so eine große Marbe führt Ihren Angriff an. Junger Mann, Sie kämpfen gegen Tiere. Drängen Sie sie ins Meer. Verstehen Sie mich? Sir! Sir, Verstehen Sie mich? Sir, die große Marbe hat 3 weitere Seher bei sich. Ich glaube, sie stört unsere... Sie legen jetzt auf und kämpfen oder ich komme da raus und erschieße Sie. Okay, muss ihn glaubst nicht mehr schiessen. Der ist tot. Scheint, als hätte Khan die Evakuierung des Flughafens abgesagt. Als Khan fertig war, gab es kein einziges Flugzeug mehr in Gorasnaya. So, haben wir alle quatschen, können wir weiterspielen. Danke. So, fortfahren. Sternchen haben wir leider nicht alle geholt, aber besser 2 als kennen. Oder einen. Schritt für Schritt näherten wir uns Elliots Villa. Ich fragte mich die ganze Zeit, wer all das überleben könnte. So, da ist die nächste Herausforderung. Da wir mal reinlesen. Private Paddock behauptet, bestimmt wohlhabende Zivilisten seien im Besitz von waffentauglichem Sprengstoff gewesen. Das Ziel vor der Explosion in 4:15 erreichen. Versagen führt zum Tod. Ja. Zu halten. Die von uns hatte einen Zeitzünder. Wir mussten also schnell weg. Ja, Party. Bis die Fetzen fliegen, genau. So, was hast du? Oh, ein Sniper, schauen wir mal. So. Sicher. Mein Gott, Jungs, helfen euch gegenseitig. So. Den hätten wir. Ah. Besser. Sehr schön. Dankeschön, wer auch immer. Ja, jetzt haben wir doch ein Zäpfchen geben. So, machen wir ein bisschen schneller da bitte. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst euch nicht von diesen Irren. Gut. Sind's da unten? Oh nein, nicht wieder die. Weißt du was? Ich hab jetzt genug.
Schnauze! Hätte sich ducken sollen. Danke. Mein Gott, die sind wirklich eklig. So, Jungs, wir müssen ein bisschen pressieren. Gut, es sieht aus, als wäre es gerade da vorne. Passieren Sie Prioritätsevakuierung. Ja, locker. So, fortfahren. Und da haben wir, glaube ich, alle Sterne. He? Ja, perfekt. So. Die Villa des Professors war auf der anderen Seite der Kluft. Wir kamen immer näher. So, das war Episode 7 von Gears of War Judgment. Ich hoffe, wie immer, es hat euch Spass gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, man hört sich in Episode 8. Tschüss zusammen.